Es geht weiter, stets heiter. Auch hier mit Eponas Song. Zumindest bilde ich mir das ein. Ja, bei der Quelle des großen Pferdegottes. Der zumindest schon mal dafür gesorgt, dass unser goldenes Pferd Sonja ein bisschen mehr Zugkraft kriegt. Also da Stufe 3 jetzt. Und ja, falls man wieder mal ein bisschen mehr bräuchte, also sprich sogar Zugkraft 4 für irgendwelche Sidequests oder so, wüsste ich jetzt zumindest, wo ich das erhöhen kann. Denn das kann die Quelle des Pferdegottes oder der Pferdegott halt selbst, ne? So, ich habe hier noch was anderes zu tun. Ich würde gerne mich ein bisschen wieder um die Sidequests kümmern. Nicht allzu sehr vertiefen, aber vor allem die machen, die wir relativ schnell abschließen können. Und was auch dazu gehört, ist nach hier beim Ding vorbeigucken. Beim Leudel, wo da einer sein soll. Und angeblich auch noch ein Schrein in der Nähe. Ist das zum Schreien, Leute, oder was? So, ich sehe gerade, ich bin sowieso falsch, weil ich muss hier unten durch. Hey, Bruder, nach unten. Oh, ich muss da hin sogar. Da muss ein paar Höhenmeter runter. Ich sehe den Schrein schon. Hä? Guten Tag. Ah. Eine Kombitruppe. Aufladen. Toll. Da wird ein bisschen mehr passieren. Aua. Danke, Sidon. Ich wollte eigentlich ein bisschen üben bei dem Vieh, aber egal. Sorry, Epona, das war nicht so geplant. Gebe ganz ehrlich zu. Der rechte Boden macht ein bisschen mehr Power, je mehr ich ihn auflade, aber nichts gewesen in den Spesen. So, warte mal. Hier ist eben ein Leunel, das heißt, ich gehe da sicher nicht mit Epona rein. Wobei er ziemlich sicher Epona nichts tut, aber... Naja, Leunel, man weiß ja. Gib mir Edelwild, dankeschön. Ja, fotografieren? Nö. Eher sobald sie Fleisch sind. Oh je, böse Bäume, was? Hä, wo sind die Leute? Da haben wir schon platt gemacht. Hier müssen rote Leunel sein, aber keine Ahnung, wo der jetzt bitte rein ist. Dass ich schon mal platt gemacht habe, ich glaube, da würde ich mich erinnern. Ich habe es falsch markiert, der ist da unten sogar. Ah doch, warte mal. Nee. Einfach das Tal dafür perfekt wäre, wa?
Aber andererseits, warum soll ich mich überhaupt um das Teil kümmern? Ob es da unten ist oder nicht, kann mir eigentlich scheißegal sein. Ein roter gibt eh nichts Besonderes, er hat einen Chimärenbogen. Nein, da gibt es glaube ich erst bei der stärkeren Variante. Mehr so ab schwarz oder silbern. So. Irgendwann mal den Schrein mache, kann ich da einfach fix rein. Da kann ich ab in den Untergrund. Okay. Mal kurz noch hier durch, weil ich es trotzdem noch ein bisschen seltsam finde. Der Film doch irgendwo hier sein. Ja, die Felsvariante. Ein Königsbogen mit mehr Haltbarkeit. Naja, wobei, doch. Ja, dafür solche schwachen Dinge zum dieser ersetzen. Perfekt. Ein Bogen mit mehr Haltbarkeit ist immer cool. Ja? Also starker Bogen mit mehr Haltbarkeit, nehme ich gerne. Der Dani hat etwas Cooles gehabt, der bestimmt noch was. Sag mal. Ja, im Gegensatz zu Schildern, weil davon habe ich wirklich mehr als genug. So, könnte der Leunel hier unten sein. Sieht nicht nach aus, ne? Okay, Junge, du bist kein Leunel. Das habe ich ihn schon besiegt, aber die würden ja irgendwie wieder nachspawnen. In der Zeit, wenn ich das Spiel neu geladen habe. Aber wann habe ich das Spiel komplett zum letzten Mal neu geladen? Wobei, war ja auch schon mal wieder Blue Moon inzwischen. Der müsste neu gespawnt sein. Und ich habe tatsächlich auch mittlerweile irgendwie verpasst, warum, wie auch immer das funktionieren soll. Denn hier müsste es einen haben. Und eben da unten hat es eigentlich sogar mehr Sinn gemacht als hier oben. Aber gut, ist er nicht da. Was soll's, shit happens. Epona, die bleibt erstmal da. Ist ein so weiter wild. Dann gucke ich mal. Hier unten soll es noch einen haben. Wobei, warte mal. Nee. Das ist weiter wild. Immer schön das Pferdchen mitnehmen. Gut, dann kümmern wir uns doch mal noch um den Schrein da oben.
Ein paar Viecher, irgendwas Besonderes. Ich auf den ersten Blick war wieder ein silbernes dort, aber okay. Also ein paar Wildpferde, auch schön. Ein paar Reiter, das ist weniger schön. Aber den Lionel vielleicht nicht gesehen, weil er nachtaktiv ist. Wobei, das kann man kaum vorstellen. Eben nicht nachtaktiv ist. Das ist, glaube ich, ein bisschen creepy. Wenn Monster nur tagsüber erscheinen, wenn eine bestimmte Monstergruppe nur tagsüber erscheint. So, müssen wir mal zurück zum Makala-Institut. Das ist dann, naja. Ein Jäger unterwegs. Immer noch Quatsch da. So, hier waren wir auch schon. Da können wir, glaube ich, immer noch problemlos rein, wa? Hä, den haben wir wieder zurückerobert, oder was? Was ist denn das für ein Scheiß? Der Move vom Jäger ruft jetzt an, so schlecht. Aua. Was soll das denn? Jetzt irgendwie was Neues hier drin oder so, kann man kaum vorstellen. Dann ist er wieder zurückgeholt, wa? Der Typ drin ist ja auch weg, genau. Der hat damals noch die eine Rüstung bekommen, beziehungsweise nicht die Rüstung, doch, das Oberteil war es, ne? Genau. Das Oberteil vom Jäger-Outfit, wo ich mir überlegt habe, okay, es wird sicher wieder etwas für die ja, Art Hose geben, es wird irgendwas für den Kopf geben, was wir brauchen, um uns wieder irgendwie einzuschleichen oder so. Okay, jetzt weiter im Text. Wir haben dann hier hinten soll eben angeblich irgendwo noch ein Schrein sein. Kurz gucken, das soll ungefähr da sein. Jo, da ist er auch schon. Relativ easy sogar. Ist sicher aber praktisch, wenn wir dann irgendwann uns mal um die Piraten hier kümmern. Hier drüben. Gut. Das soll soweit gewesen sein. Tagebuch. Die Quest noch kurz abschließen, weil eben da haben wir auch schon seit Ewigkeiten mal geholt. Wo war schon wieder? Hier, Atheno. Ja, ja, die ganze Quest-Schließerei, war.
Sanmika-Schrein. So. Huch. Nein, was? Er ist die Färberei, stimmt. Hereinspaziert. Ah, das ist ein Schleim. Und ein Geist drauf. Dann stell mal einen Schleimstoff her. Boah. Schleimstoff. Muss das sein? Noch bitte. Pferdestoff, Hühnerstoff. Ein Leune! Jetzt machst du mir einen Leunelstoff oder was? Leunenstoff, ja. Das nächste bitte. Ein Griok! Was haben wir sonst noch alles? Ein Griokstoff. Oh, das sieht aber cool aus. Was? Nix mehr? Das ist der Schattenstoff, ja, gefällt mir eigentlich immer noch sehr gut. Und das aus. Das hat was. Das sieht auch nicht schlecht aus. Pferdestoff, Hühnerstoff. Muss ein Pferd fotografieren oder was? Hühnerstoff, Eldenstrauß. Stahlhinoxstoff, Kakuta. Oh, so viel sind es gar nicht mehr. Kaiserbär. Okay. So, hätten wir das auch gemacht, ne? Wieder mal eine Sidequest abgeschlossen. Mal ab und zu mal. Stadt der Göttin der Kraft. Nee. Eine Quelle, eine Klaue des purpurroten Geistes. Eldradar. Die irgendwie elegant vorbeigeritten oder was? Der Brunnenfan, ne? Immer nur noch 26 Brunnenfilme, ja, ist schon mal etwas. Die Rettung von dem Teil, ja. Der Riesenbrüder. Haleras Dilemma, ein Gericht aus Schnapper, Hallreis und Goronengewürz. Goronengewürz fehlt mir noch, das haben wir noch nicht gemacht, das kann ich ja später machen. Für die Freundschaft, der gut kam. Aber nochmal doch die Dinger. Zura-Beinschutz, das soll irgendwo im antiken Zurheiligtum finden. Das soll möglich sein, um Stausee östlich des Dorfes aus in das antike Zurheiligtum zu gelangen. Okay. Da wird sogar schön markiert. Komm, fliege aber schnell. Ne, hat man nicht von hier, sondern hier. Nehme ich rein rüber. Dann machen wir ein paar Side-Quests. Beim Zoras. Und nachher der Untergrund. Ja, muss schon sein, ne? Vielleicht auch wieder mal im Untergrund nach ein paar Leunel suchen, ne? Vielleicht gibt es jetzt noch ein paar stärkere. Wobei ja natürlich einen grandiosen Waffenverschleiß dann, da ist klar. Aber einfach mal auch ein paar Waffen, die eine gewisse Grundstärke haben. Materialien aber schon ganz coole dabei mittlerweile, aber die Grundstärke fehlt irgendwie noch ein bisschen. Ja klar, er hat das Masterschwert, aber das Teil zerbricht halt ständig, das ist auch doof.
Aber insofern so natürlich alle Waffen, aber ich habe das Gefühl, das Marsschwert zerbricht irgendwie schneller als die anderen. Oder es hat plötzlich keine Kraft mehr, ne? Der Quatsch. Ich bleib dabei, ich hätte es cooler gefunden, wenn das Marsschwert seine Kraft nicht mehr verlieren würde, wie es früher auch schon mal so war. So, da können wir sogar nochmal in den... Ja, ein antike Zora-Heiligtum. Warte mal. Oh nee. Wenn wir da rein. Ja, aber hey, da war ich doch schon. Das wird sogar hier auf der Karte angezeigt, oder da schon war. Beziehungsweise sogar abgeschlossen habe hier. Oh, um Gottes Willen, hey, okay, dann speichern wir mal ganz kurz. Obwohl. Nee, komm. Ich komme sicher wieder irgendwie raus. Zurück ins Zora-Heiligtum. Aber eben, ich war ja hier schon, habe auch schon alles abgegrast. Entschuldigung, das war gerade die falsche Taste. Der Beinschutz soll hier sein. Noch irgendwie was hier im Wasser oder so? Nee. Das antike Zora-Heiligtum, der Ort meiner großen Schande damals. Muss man leider sagen, weil das war schon, wie ich mich damals so bescheuert angestellt habe, nicht weiterkam. Den Deckensprung, weil ich geschnallt habe, dass ich an einer bestimmten Stelle einen Deckensprung einsetzen muss. Wie ist denn das jetzt hier mit dem Krötenanzug? Habe ich auch schon gemacht. Also gemacht. Haben wir ja. Dürfte doch nicht mehr abrutschen. Das ist so etwas, warum rutsche ich trotz Krötenabzug ab? Das dürfte gar nicht passieren. Klar, es ist eine Rutschreduktion, okay. Ja, wenn ich es komplett upgraden würde, würde er gar nicht mehr rutschen, ne? Also so rutsche ich kaum, sag ich jetzt mal. Wenn ich halt den super-duper Sprung mache, dann rutsche ich eher. Okay. Vielleicht finde ich jetzt irgendwie so noch was, aber ich sehe gerade auch nichts. Was mich halt verwirrt ist, dass da halt ein Haken dran ist, das wir eigentlich alle schon gemacht haben in der Höhle. Der Zora-Beinschutz soll sich irgendwo im antiken Zora-Heiligtum befinden. Die Beschreibung ist ja auch nicht irgendwie so wirklich, sag ich jetzt mal, seltsam, weil wir waren hier schon. Version wird neue Zoras. Also neue, wieso hat es überhaupt Zoras? Hier ist kein Wasser. Ohne Wasser keine Kopfsprünge, das stimmt. Ja, warte mal, wenn jetzt hier kein Wasser mehr hat, macht vielleicht mehr Sinn. Dann könnte tatsächlich irgendwo hier in Tiefen des ursprünglichen Wassers, außer müssen wir das Wasser aktivieren, aber das fände ich jetzt ein bisschen seltsam. Ja. Dass hier vielleicht irgendwo plötzlich eine Truhe ist, in die ich vorher gar nicht gelangt bin. Und die jetzt für die Story, sage ich jetzt mal, oder fürs Abschließen der Höhlen nicht relevant war, aber natürlich für unsere Sidequest relevant ist. Darunter ist auch nichts. Aber dem Spiel eher zutrauen, dass der Zora-Beinschutz betrinken und da oben ist und jetzt dahin muss. Wohl. Das ist noch tiefer, da war noch gar nie.
Dann macht's mehr Sinn, wenn du ein komplett neues Areal hast. Stimmt, die Hühnerhosen noch gar nicht komplett abgegradet, hä? Komplett vergessen. So, wo ist jetzt, wo ist er? Ein Riesenleuchtsamen, sind natürlich auch wichtig. Und hier tatsächlich ein komplett neues Gebiet, wa? Gut, dann mal jetzt das Ding hier wieder anziehen. Entschuldigung, hier. Kann ich ja theoretisch hier hoch. Nur bringt mir das überhaupt nichts. Dass oben nicht weitergeht. Trotzdem hat er jetzt gerade das Gefühl, okay, es könnte ein versteckter Hinweis sein, dass das trotzdem nutzen muss. Oder soll, besser gesagt. Bloß zum Abspringen. Hä? Wo? Ist jetzt hier drin? Der Zora-Beinschutz, Freunde, wir haben ihn. Krass. Gutes Versteck übrigens. Also, jetzt haben wir natürlich auch theoretisch... Wo ist jetzt? Also jetzt. Ein Zora-Beinschutz. Haben wir noch ein bisschen upgraden, aber okay, machen wir später. Ah, da. Aua. Moment. Brauchen wir vielleicht auch mal. Wer weiß. Das wird eher schwierig. Du, 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 du. Oh. Achso. Das ist schon das geht nicht, weil er zweimal getroffen wurde. Wo ist er? Ah, da. So schnell kann es gehen, auch mit den zerbrechenden Waffen, wa? Ja, kann warum eigentlich nicht, wa? Aber theoretisch perfekten Ausweichen. Ne, warte mal. Andere Waffe bitte. So. Königs-Zweihänder mit leuchtender Ivarok-Hammer. Perfekt, hätten wir das also auch gemacht. Dann die nächste Quest. Langsam durcheinander hier. Schatz der großen Fisch. Der große Fisch, der ewige Wächter in einer Stadt, wo dann Schatz. Eine lange Brücke führt dahin. Lass uns dieser Brücke die Furcht hinter dir. Bei der Wasserfälle durchschreite wird den Schatz erlangen. Schatz des großen Fisches.
kenne eigentlich nur einen Ort, wo es 2 Wasserfälle gibt, aber da waren wir auch schon mal. Also irgendwie auch nichts sehr Spezielles quasi. Es sei dem Himmelsfisch dargebracht worden. Was bedeutet das, der Himmelsfisch? Wo der ist, wissen wir eigentlich. Zumindest dachte ich das mal. Also Himmelsfisch ist doch das Teil, was wir damals im Zuge der Hauptstory um Sidon irgendwie lösen mussten. Da oben ist übrigens schon. Da, das müsste doch sein, der Himmelsfisch. Komm, also was, die Folge, wir sind bei 30 Minuten, das passt soweit. Ich würde trotzdem ganz kurz rübergehen. Warum hat so eine Kiste? Ist das eine Scherzkiste oder was? Da was so hier rum. Hä? Ja, so passt oder wie? Naja. So, dann muss ich halt... Muss ich denn? Ja, muss ich leider denn... Oder da hier, damit ich hier hochkomme. Das ist eigentlich der erwähnte Himmelsfisch. Aber hier ist nichts. Ja, da muss ich damals hier durchschießen, wir erinnern uns. Das ist alles soweit, alles cool. Also da oben im Himmel noch ein paar Dinge gibt, so ein paar Inseln hier in der Region. Die man noch angucken müsste. Also ich dachte zumindest wäre das. Das heißt, ein Himmelsfisch dargebracht worden. Und was bedeutet das? Denn ich sehe hier leider keine Truhe, Freunde. Naja. Ist auch egal, zumindest vorher. Weil die Zeit ist schon vorbei. Das heißt, wir gucken uns in der nächsten Folge wieder ein bisschen besser um. Wir finden noch das eine oder andere hier beim, wie ich immer behaupte, Himmelsfisch. Hier heißt die Insel Schuppentanz, aber das ist was anderes. Ansonsten haben wir da wieder einen Schrein. Da ist der ganze Wassertempel hier. Insel sprudelnde Wasser. Hat es irgendwie noch mit ein paar Inseln davon zu tun oder mit der Insel hier? Was irgendwie auch seltsam wäre. Aber ja, werden wir rausfinden, Freunde. Irgendwann, hoffentlich demnächst. Bis dahin, ciao zusammen.